Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 von Big Ambitions. Hier mit Cooper, Charlie Cooper. Gut, schön habt ihr wieder eingeschaltet, schön seid ihr mit dabei. Heute wollen wir ein neues Bürogebäude mieten und eine Anwaltskanzlei gründen. Ob das gut geht, meine Freunde, wir werden es sehen. Wir haben 10 Uhr morgens, Montag. Und ich gucke mal noch kurz ins Inventar von den jeweiligen Läden, ob die denn auch alles haben, was sie brauchen. Denen geht bald der Wein aus. Mal gucken, wie lange das noch hält. Ich wünsche mir hier so eine Zurücktaste, ne? Oder sehe ich die nur nicht? Naja. Dem Giftshop gehen bald die teuren Geschenke aus. Und dem Burgerladen, die haben alles. Ich glaube auch, wenn wir irgendwann die ganzen Burger verkauft haben, mache ich den Laden vielleicht zu. Aber wir haben ja noch von unserer 11.000 Dollar Bestellung, 11.000 Burger Bestellung. Gut, let's go. Was ist los? So. Okay, miete ein Bürogebäude. Büro. Haben wir denn hier in unserer Straße vielleicht ein Büro? Miete verfügbar. 75 Quadratmeter. 75 Quadratmeter. Für 4 Leute gibt es denn auch was? Ich will. Nee, wir übertreiben nicht. Wir machen eine kleine Anwaltskanzlei. Ganz eine kleine. Welches ist günstiger? 9 Dollar am Tag. 9 Dollar am Tag. Einmal 10 und 4. 10 und 4. Ich glaube, das ist genau gleich, ne? Ja, komm, das nehmen wir doch. Ne? Gebäude mieten. Neues Unternehmen gründen. 10 Konkurrenten in der Nachbarschaft. Aber wir müssen halt für die Story, ne? Und vielleicht bringt es uns ja auch was, eigene Anwälte zu haben. Anwaltskanzlei. Boah, wie nennen wir die denn? Law and Order? Nee. Die Kriminellen. Finde ich gut. Erstmal das Logo, die Kriminellen. Das finde ich gut. Logofarbe schwarz, Hintergrund vielleicht weiß und Schrift schwarz. Die Kriminellen. Zack. Gut. Was jetzt, Onkel? Stelle einen Anwalt ein. Ja, wo finde ich denn einen Anwalt? Anderson. Geschäft auswählen. Die Kriminellen. Reinigung. Okay, also nicht bei Anderson. City Workforce. Geschäft. Die Kriminellen. Anwalt. Da ist mir eigentlich egal, wie alt der ist, ne? Anzahl der Kandidaten. Ich brauche einen, glaube ich, ne? Komm, ich mach mal 5. Und ja, ein Tag. So, und in der Zwischenzeit fahren wir einkaufen, wenn wir denn hier rauskommen. Alter, ist es euer Ernst? Danke. Danke. Entschuldigung. Entschuldigung, Vorsicht.
Workforce Inc. Ja, da haben wir doch gerade welche bestellt. Wir brauchen teure Geschenke und Wein. Zu packen. Wein, 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 schenkt mir ein. Zack. Dann Palette, teure Geschenke. Zack. Und dann nochmal Wein. Das wird auch wieder teuer. So. Heilige Scheiße. So. Ach, ich muss mal wieder einen Wecker stellen, ne? Heilige Scheiße. Moment. Das habe ich jetzt voll vergessen. Ein paar Minuten laufen wir schon. So. Okay. Ui. Entschuldigung. Da ist der Geschenkeladen. Habe ich noch eine Sackkarre? Natürlich nicht. Falscher Laden, Entschuldigung. Das sind die teuren. Bin ich müde? Oder ist er... Guten Tag. Guten Tag. So. Aber aufgefüllt. Tschüss. So, und jetzt ab zum zur Weinhandlung. Zack, 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 zack. Mal weg da. Jo. Geht halt echt gut was weg, ne? Da haben wir die Zigarren. Oder wo haben wir hier was? Papiertüten und Zigarren. Dann kommt's hier rein. Zack, 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 zack. Hier. Wie viele Zigarren haben wir denn bitte? Holy shit. Ja. Ich glaube, Zigarren haben wir auch bis nächstes Jahr. Gucken wir mal. Ich habe ja hier auch noch die Preise angezogen. Haben die Kunden denn schon was gesagt dazu? Smoke. Oh, sieht gut aus. Hier, sieht gut aus. Hier, sieht gut aus. Schulen die eigentlich alle Mitarbeiter? Ist der neu? Warum wird er nicht geschult?
So. Gehe ich da mal rein? Gut, dann, ja, was machen wir denn? Ja, wir müssen ja eigentlich warten bis morgen wegen den Mitarbeitern, ne? Wollen wir vielleicht mal gucken, was es für Luxuskarren gibt? I mean, why not? Autohändler, hier, ne? Man kann ja mal gucken. Wir könnten ja vielleicht die Karre hier lassen und ein Taxi nehmen. Wir laufen mal in die Richtung. Vielleicht treffen wir hier ein Taxi unterwegs. Wehe, wenn nicht. Oder es gibt, glaube ich, auch eine U-Bahn, ne? Oh, hier, Taxi. Taxi, ich würde gern, hier hin. Cool. Geschlossen. Oh, nee. Okay, Taxi? Nee, warte mal. Vielleicht gibt's hier eine Bank hier. Doch bestimmt eine Parkbank. Hier ist doch ein Park. Hier. Komm. Das ist ein Penner. Okay, $6.000 Gewinn ist ein bisschen wenig. Ach, die Anwaltskanzlei. Warum kostet das so viel Geld? Hä? Warum kostet die? Kostet doch nur $9 am Tag. Warum? Kommen da die Ausgaben mit rein, oder? Hm. Scheiße, jetzt haben wir Hunger. Der macht um 8 auf. Gibt's hier irgendwo einen Café oder so? Was ist das hier? Agentur für Werbeentwicklung. Discount Market. Ja, perfekt. Der macht erst in 5 Stunden auf. Ach, meine Güte. Holy moly. Das ist ein großer Laden. Hier frische Lebensmittel. Ach nee. Jedes Mal. Wo habt ihr denn die Einkaufskörbe? Hier. Wobei, eins reicht eigentlich, ne? Wir fahren ja nachher mit dem Taxi zurück. Vermutlich. So, Frühstück gegessen und jetzt ab zum Luxusautohändler. Holy moly. Mercedes. Okay, das sind... Alter. Ein Petrol's Fenton. Mercedes MGA GT. Ein Ford Pony. Anselmo AF90. Okay. So,
So weit hier würde ich feiern. Ein Ferdinand. Ferdinand 11.2. Okay, wir haben den ersten Anwalt, aber wir warten noch. Was kostet denn so ein Ferdinand? 130.000. Der kostet bestimmt mehr, ne? 520.000. Und Ford Pony? 187.000. In MGA, Entschuldigung, 220.000. 95.000. Aha. Petrol Phantom. Klar. 65.000. Ach, Kapazität. Könnten wir auch was laden mit, ne? Ein Beamer. 48. Oh. Kann ich eigentlich, warte mal, meine Kredite zurückbezahlen? Instant Capital. $4.000, ja. Ciao. 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 Sind wir schuldenfrei, ne? Kapitalanlagen. An Ihrer Bank. Wollen wir mal Geld investieren? Mal gucken, was passiert. Lohnt sich ja vielleicht mehr als das Arbeiten, habe ich gehört. So, der Drink and Smoke macht $2.000, der Giftjob 5.000, Cooper Steiner, ja. Also so müssten wir rund $6.000 am Tag machen. Okay. Kann ich mir einen Kaffee ziehen? Jetzt haben wir schon 2 Anwälte. Vollzeit ist schon mal gut. Vollzeit. Roosevelt. 59 Jahre, $52. Ach du Scheiße, die sind teuer. Wir warten noch die anderen ab, ne? Und dann nehmen wir den besten. Oder die besten 2 vielleicht. Gut, das ist irgendwann später. So, we need a taxi. Taxi. Oh, U-Bahn. Warte mal. Okay, cool. Gibt's hier eine U-Bahn-Station? Wein und Spirituosen, Forest, Schnellrestaurant, bla 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 bla. Wo sehe ich den U-Bahn-Station? U-Bahn-Station hier. Stellen wir mal, ja gut, die können wir drin lassen. Autohändler aus. Ach, das hier sind die U-Bahn-Stationen. Ja, bei mir zu Hause. Nice. Wir fahren U-Bahn. Okay. So, wie sieht's denn inventarmäßig aus? Ist okay. Dann würde ich sagen, für die Motivation ein bisschen zocken. Bisschen viel zocken. Und da kommen schon die anderen 3. Perfekt. So, jetzt haben wir alle 5, die wir angefordert haben, ne? Also, wir haben Roosevelt mit 37. Wir haben 33. Ein 27er mit $42. Oh, warte. 25. Also Teilzeit kann schon mal weg, ne? Timothy, tut mir leid. Teilzeit brauchen wir nicht. Und Teilzeit brauchen wir auch nicht.
33, 37 und 27. Ich würde mal sagen, die zwei besten stellen wir ein. Aber die sind halt beide alt, ne? Werden die dann irgendwann pensioniert? Wir werden es merken. Zack. Und wir nehmen noch einen. Einfach so. Mal. Wir können ja gleich mal gucken, sonst schmeißen wir die raus. Als erstes mal einstellen, dass die auch geschult werden. So. Und dann weise den Anwalt einen Arbeitsplatz in seiner Kanzlei zu. Ein Computer. Die brauchen einen Computer. Ja, das ist klar. Okay. Wo habe ich denn meine Karre geparkt? Irgendwo hier vorne, ne? Es ist 19 Uhr. Kriege ich irgendwo noch einen Computer her? Wie lange hat die Ikea geöffnet? Schließen 2 Stunden. Das müsste reichen, wenn wir uns beeilen. Nein, raus. Ich muss mich doch beeilen, habe ich gesagt. Wo habe ich denn die Karre stehen lassen? Beim Burgerladen, ne? Es wird eng. (19:40 Uhr). Ja, es reicht. Ich glaube, wenn wir drin sind, ist egal. Dann macht der Laden nicht zu. So. Haken. Rein da. Ich kaufe jetzt einfach mal 2 Tische und 2 Stühle und 2 Computer. In der Hoffnung, dass es Sinn macht. Hier. Standardtisch. 1, 2. 1. 2. Netzwerkstuhl. $1000. Da gibt's doch bestimmt was günstigeres. Wie ein Gamingstuhl. Eins, 2. Die Anwälte im Gamingstuhl. Man kennt's. So. Frag mich, was die dann machen. Ob ich da mit denen was machen kann oder ob die einfach nur Geld bringen. Oder kosten. So. Rein da. So, ja. Ui. So. Die Kriminellen. Gucken wir uns mal das Büro an. Geht. Sackkarre, dann da. Und die Stühle hole ich gleich. Rein da. Okay, sind das 2 Büros? Oder machen wir hier die Dinger und dann hier hinten so Mitarbeiterbereich? Was ist da genau die Idee? Komm, wir machen hier mal einen so. Einen so. Dann oder können da 2 dran sitzen? Ein so. Und ein so.
Der passt irgendwie noch nicht so. Ruhig. So. Muss ich den denn hinsetzen, damit das passt? So, ne? Auch nicht. Okay. Hä? Fehlende Voraussetzung Stuhl. Geht das nicht mit dem Stuhl? So geht, okay. Okay, 7.000 Dollar Gewinn gemacht heute, cool. Weise dem Anwalt einen Arbeitsplatz zu. Die Kriminellen. Zeitplan. Alle automatisch ausfüllen. Okay, die sind glücklich, ne? Vollzeit, Vollzeit. So, und jetzt? Was kann ich damit? Weise dem Anwalt einen neuen Arbeitsplatz in deiner Kanzlei. Hab ich doch. Nicht? Anwalt, Computer, die Kriminellen. Hä? Okay. Well, will you look at this? All these people, all dressed up, sitting at desks, making money for you. And to think, not too long Kleine ago, you Feier. were just getting started. I tell you what, I think it's time for a little celebration. Now, you can't go gambling within the city, but you can hop over to the Hudson and get a cruise outside international waters. It might cost you a few bucks, but listen, you're not just a broke kid anymore. Okay. Wir sollen eine Casino-Kreuzfahrt machen. Kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Mit denen? Machen die irgendwas? Anwaltshonorar pro Stunde. Ich glaube, die verdienen einfach nur Geld, ne? Gebäudelimit 4, aktuelle Kapazität pro Stunde 2. Also ich könnte da noch 2 reinsetzen. Boah, ich würde sagen, wir fahren nach Hause. Und gucken mal, was passiert mit der Anwaltskanzlei. Ich dachte, vielleicht können wir dann auch irgendwie Sachen einklagen oder... Also für die anderen Geschäfte nützlich, ne? Mal gucken. Casino-Boot. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber läuft im Moment, ne? Also da muss noch was passieren, aber die fangen ja erst jetzt an. Hoppla. Alter, die Karre ist so am Arsch. Ja, dann gehen wir mal rein. Vielleicht noch ein bisschen zocken. Und dann schlafen gehen. Wir pennen mal bis um 12. Ja. Oder wollen wir mal 24 Stunden pennen? Mal gucken, ob sich das Ganze lohnt, dass wir hier gedeichselt haben. Haben die alle noch, was sie brauchen? Inventar. Jo.
Getränkedosen, okay. Hier haben wir auch alles. Drink. Die haben auch alles. Jo. Viel zu viele Zigarren. Ja, dann pennen wir doch mal bis morgen um 8 Uhr oder so. Oder bis 5. Jetzt bin ich echt gespannt, was um 12 passiert. Okay. Nur freitags. Kehre in die Stadt zurück. Okay. Also morgen. Das passt ja. Die haben Minus gemacht noch. Warum? Kundenservice ist noch scheiße. Aber das geht, glaube ich, dann hoch. Anwaltshonorar pro Stunde, $1800, Gehälter 800, Miete 9. Gewinn 990. Ach, hier muss ich eigentlich die Gewinne gucken, ne? Weil, wenn ich jetzt hier bei Cooper's Diner... die machen $218 Gewinn. Zumindest gestern. Ich muss mehr hier drauf gucken. Da geht der Wecker für die Folge. Und die machen 4500. Und die machen 1800. Also gestern, ne? Das andere hier vorne ist ja, glaube ich, nur ein durchschnittliches Tageseinkommen. Okay. Gut, Leute, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr denn mögt. Lasst doch gerne ein Abo und hier ein Like da und so was, ne? Kuss auf die Nuss, bis gleich, Timochi. Ciao.